Herzlich willkommen für die Februar-Edition von ADR Tele. An hier sind Haupttiteln von dieser Sendung. Hier langjährig politisch Versprechen wie die Begrenzen vom Ministermandat an die Aufschaffung von den Doppelmandaten interessieren die Gambia-Parteien kein Spaun mehr. Die ADR schwätzt heute Tacheles, der Fernand Karteiser bringt es auf den Punkt. Wenn es dem Logementsproblem sollten die Gemeinden am guten Beispiel vorgehen, an Häusern nicht jahrelang idle stehen lassen. Zu Fehlen an zu Kolmar-Birch scheinen aber die Gemeinderesponsabel eine Reihe Wohnungen lieber verkommen zu lassen, wie Leute dran zu logieren. Adrenalinkongress als ein neues Komitee gewählt gin. Auch motiviert junge Frauen schaffen lo aktiv mit. Und die Adresse von der Gambia-Regierung gegen scharfe Kritik. Noch 10 Jahre müsste Schluss mit einer Politik sein, die sich negativ auf die Lebenssituation der jungen Leute auswirkt. An dieser Sendung geht es nach Gewur, für was die ADR als individuelle Mobilität verdedigt, Thema ist auch die EU-Zulassung für neue Insektensorten an den Lebensmitteln, die weiter Frohen abwirft. Anbestellen ist eine Kampagne für den Schutz der Frau für, gerade wie ein Stück Lützeburger Geschichte an weiter interessante Themen. Als der blaue Staatsminister Xavier Bettel überhaupt noch kredibel? Das froh als mehr wie pertinent. So hat sich DP 2015 klar für eine Begrenzung vom Ministermandat auf maximal 10 Jahre ausgeschwert. Haut es das, will der blaue Staatsminister aber nicht mehr davon wissen. Wenn so lange du bleibst, dann ist es doch schwer für neue Akzente zu setzen. Auch die Kredibilität, dafür bleiben ich bei der Meinung, am Studium mit dem eigenen Arsch, wenn ich Chance habe, ja nachher ein nächste Premier zu sein, als 10 Jahre rüber. Ich meine, gut, muss dann auch neue Leute kommen, die dann auch die Challenge, die dann eben an dem Moment da sind, auch zu bewältigen. Am Studio begrüßen ich den Fernand Karteiser. Auch durch die Aussage, die wir gerade hören, und als Kredibilität von Xavier Bettel mehr wie je auf Frage gestellt. Für was ist das so, Fernand? Ja, erstens mal moin Dan. Ich meine, was bloß den Herr Bettel geht, hat man am Laufe seiner Karriere ein paar von denen Inzidenzen, wie du sie auch appellierst. Das ist fair und das wissen noch ganz viele Leute, das versprechen, dass die gehen egal wie Bürgermeister in der Stadt bleiben, das tut nicht mehr, das ist ja nur an die Regierung gegangen. Eine andere Sache, an die wir uns erinnern, die auch nicht ganz gut wäre, das war natürlich die Sache mit dem Plagiat auf der Universität. Also haben wir die Sache, die Échéance von den 10 Jahren, wo Herr Bettel sich ganz stark dafür engagiert hat, und aber trotzdem will 4 machen. Das ist ein Problem von Kredibilität an der Politik, an ich meine, dass das Leute irritiert uns auch, weil mir hätte ja gerne, dass der Ruf von der Politik besser ist und die Kredibilität von den Politikern aber möglich nicht so vorgestellt gehen. Also das ist sicher kein Gefallen, den Herr Bettel der Lützeburger Politik legt. Ja, zu einem anderen Punkt, Blau-Rot-Grün hatten 2013 an ihre Wahlprogramme stehen, nämlich für die sogenannten Doppelmandate aufzuschaffen, dem noch während für einen Deputierten nicht mehr möglich für parallel an einem Gemengen- oder Schafferrot zu sitzen. Auch an dieser Sache wollen die Gambia-Parteien nicht mehr von ihrem Wahlversprechen von 2013 wissen. Ein Problem von politischer Glaubwürdigkeit. Also. Das ist ganz richtig. Sie hatten nicht nur an ihre Wahlprogramme, sie haben auch am Koalitionsakkord, den aktuellen, da steht doch, dass nur die neue Verfassung angeholt ist, wählten sie dann gucken, wie die Mandatstrennung soll geschehen. Und die neue Verfassung ist angeholt, dafür haben wir als ADR die Initiative an der Chamber geholt, wie zu sagen, wenn das echt mengt mit der Mandatstrennung, da können wir das an einem super Value ganz leicht machen. Ich meine, wenn du an den Kommunalwahlen wenn er gewählt ist und die Bürgermeister oder Chefen, dann kann ihn entweder gar nicht mehr mitgehen an die Chamber wählen oder wenn er mitgeht, das ist natürlich jeder sehr recht, da soll ihn aber dann noch dezidieren, wer er möchte, soll ihn an die Chamber gehen oder soll ihn an der Gemengepolitik da bleiben. Für uns als Gemengepolitik wichtig, dass er sich einen Fulltime-Job hat zu das, aber für allem auch die Chamber gehen profitieren, weil ganz viel, nicht alle, aber ganz viel, wenn eine Bürgermeisterin, die an der Chamber sitzen, spielen praktisch keine Rolle auf nationalem Niveau. Und es ging die Qualität von der Arbeit an der Chamber auch verbessern, weil mehr Leute da wären, die sich wirklich Fulltime könnten, dem deputierten Mandat konsakrieren. Und dafür haben wir die Initiative geholt. Das ist ja wirklich eine gute Gelegenheit, aber das ist auch eine Gelegenheit für die Glaubwürdigkeit von der Politik nach einer vorzustellen. Dann hoffentlich aber in einem Sinn, dass Herr Leute eine Decision holen, die in Richtung Trennung der Mandate geht.
Gambia Parteiien hun 2013 versprach, da missen sie eigentlich aber zu los op den We goen. Wie stehen dann nur Dinger Meinung no Chancen dafür? Weil mir gesinn dat mir bringen die Motion wenn sie deponiert, mir bringen sie nach ein Resolution, wir bringen sie nach ein Kehr an Chamber in nächste Woche für Doofstimmung. Und da gesehen wir ja, wie die verschiedene Parteien aufstimmen. Also für uns als ADR steht das schon ganz lang am Wahlprogramm, dafür hat die Initiative auch geholt. Aber jetzt sind eine Reihe von Parteien, die ganz stark auf der kommunalen Komponente von ihrer Politik beruhen. Und das bei den großen Parteien wie der CSV aus der Dividend, wir nennen nicht sie, auch bei der LSAP. Und da muss man einfach auch da die Message ganz klar machen, dass es auch für die Parteien vielleicht in der Zeit ist, umzudenken und noch die Nationalpolitik mehr als eine Priorität zu sehen, wie nicht mehr zu probieren, über die wehende Kommunalwahlen, über die wehende Bürgermeisterin einfach mehr Leute an die Chamber zu kriegen. Ich meine, das ist nicht die Idee davon, es sollen Programme sein, die Leute an die Chamber bringen und da muss man einfach den Interesse für die Nationaldossier verstärken. Wenn es dem Logementsproblem am Land misste Gemengen als Staat eigentlich mam gute Beispiel 4 goen. An dafür sorgen, dass hier egen Häuser Wohnungen nicht jahrelang idle stehen bleiben. Hier ein Negativbeispiel aus der Gemeinde fehlen. Den Hafas als Kraft gehen über das Geld vom Pakt Logement, was fehlen der Gemeinde auf ein Konto stehen hat. Mittlerweile stehen 3 Wohnungen idle. Die 3 Wohnungen, die gehen einfach jahrelang idle stehen gelassen. Für no Subventionen vom Staat zu kreieren, für Nenker sich subventionieren zu lassen über den Kaufpreis und Renovation. Ich verstehe das ganz nicht. Die Privatmann soll bestraft gehen, wenn eine Wohnung idle stehen an unsere Stadt und Gemeinden, die gehen praktisch von der Gesetzgebung dazu verpflichtet, für etwas idle stehen zu lassen. Auch an der Nopisch Gemeinde Kolmar-Bier stehen das halbdose Reihenhäuser schon jahrelang idle. Die eng oder einer Familie wäre sich ja froh, für hier in der Dach zu kommen, aber auch zu Kolmar schenken sie das Häuser lieber verkommen zu lassen, wie Leute dran zu logieren. Dass die Reformpartei als Freiheiten verdedigt, das tut sie während der Covid-Krise mehr wie einmal in der Beweis gestellt. Aktuell verdedigt der ADR als individuelle Mobilität, das wenn dem EU-Zulassungsverbot für Verbrennermotoren von 2035 un. Die EU und die Regierung Büttel wollen die Leute neue Autoren mit Verbrennermotoren, also Diesel, Benzin, von 2035 verbieten. Aber weder wissenschaftlich noch verkehrstechnisch möchte die Verbot Sinn. Weil beim Auto gibt es noch für ganz lange Zeit keine nachhaltige Alternative zum Verbrennungsmotor. Das private Auto ist ein Teil von unserer Freiheit und von unserer Lebensqualität. Es viele verschiedene Gründe. Sie viele Leute auf ihren Auto angewiesen und brauchen in am täglichen Leben. Elektroautos sind nicht eingeschränkt auf die relativ kurze Distanzen zu gebrauchen. Die Ressourcen für eine Massenproduktion sind nicht gesichert. Probleme, für die Ressourcen zu kommen, sind enorm. Die Abhängigkeit von China ist problematisch. Ladestationen fehlen überall und nach langen Jahren. Das Stromnetz ist beim Laden von einer großen Zahl von Elektroautos sehr überfordert. Für viele Aktivitäten gibt es 2035 noch keine gute Alternative zum Verbrennermotor. Das Verbot muss gestoppt gehen. Altnies will Lützeburg und auch die EU allein die Welt retten. Keine andere größere Region auf der Welt geht mit auf den Weg. Wir teilen all den Wunsch, für uns Umwelt zu schonen. Mit dem Verbot vom Verbrennungsmotor als Resultat von Wunschdenken. Der ADR ist für Technologieoffenheit und nicht für Verbote. Der ADR will den Verbraucher und als Wirtschaft schützen und Menschen unterstützen und zusammen mit ihnen eine mehr umweltfreundliche Zukunft vorbereiten. Wir setzen uns an für den Auto auch nur 2035. Diesen Monat war den internationalen Tag von der Mammespruch. Auch war von staatlicher Seite aus immer nächst versichert wird, dass so viel Lützeburgisch wie noch nie geschwärzt wird, seit die Realität am Alltag anders aus. Über konkret Promotionsaktionen von der ADR, wie dem Institut National des Langues Lützeburgischen umzugehen, darüber wird an der Chambre carrément de Gag gemacht.
E pur opschlussreich sie können. Dat sind Volksvertreter, die das Land 2018 gewählt hat. Die meisten von ihnen hatten sich demals op Kap geschrieben, Lützebäuer Spruch unterstützen zu wollen. E loge sie dat Realität. An e loge sie da, wie all Klanginitiativ sich für als Spruch anzusetzen, nicht nimmen ignoriert wird, mir sogar an lächerlich gezuget. Will wirklich dat Lützebäuerisch zu betonen, hätte man auch den Lützebäuerischen Numm mehr rausgestacht. Also, wir hatten nicht genannt, ich meine, die Numm geht doch Nationale Spracheninstitut Lützeburg. NSL, meine Fähige. Und ich meine, das ist nicht viel zu lachen. Ich meine, es geht halt trotzdem etwas ganz wichtig. Der Punkt ist ja den, wenn wir wollen in der Logik sind, wo wir auch das dann unterstützen, dass viele Leute hinkommen und dass die so Lützeburg lehren. Das ist aber ein bisschen ein zweifelhaftes Signal, wenn man gerade den Platz, wo die Leute Lützeburg lehren, wo Lützeburg Spruch zertifiziert wird, wo die das sollen lehren noch ausgebildet gehen, wenn wir dem Institut dann französischen umgehen, den wir dann noch permanent wiederholen. Für was betonen wir dort, wo wirklich keinen Gefäß tun, für was benutzen wir dort nicht einfach das, was typisch Lützeburg ist, und das Lützeburger Spruch. Ich meine, das gibt keinen Weh tun, und das für eine flotte Message. Wir haben ganz konkret, schlummer also mit unserer Motion, absolut auch etwas ganz harmloses für, und das war, dass die Lützebäuerischen Numm auch dann neben dem Französischen benutzt wird und auch dann genauso viel benutzt wird, das heißt von der Paparassenhut oder wo der irgendwo steht, dass das auf Französisch und auf Lützebäuerisch ist. Ich meine, das ist ein Kompromiss, mit dem ich nicht für leben. Lachen a Gegags von den Deputierten. Überhaupt ein Wort zu suchen, für was in Lützebäuer Spruch nicht unterstützen will. Dat hält kein von den honorablen Damen und Herren für neidisch. Da kommen wir nach zur Motion, die den Herr Kolb deposiert hat. Ich will noch ein Wort zu dieser Motion ergreifen. Da kommen wir zum Wort von dieser Motion. Die Aufstimme fängt an. Der Wort ist aufgeschlossen. Die Motion ist bei 4 Ja-Stimmen gegen 59 Nein-Stimmen aufgelehnt. Engagement für die Lützeburg, das kann auch der Pirat Clement wieder gesieht, just zerrappen. Da der hält Sorgen vun de Bierger echt, nachdem die EU-Kommission Ende Januar weiter Insektenzuchten für die Lebensmittel an die Futterproduktion zugelost hat, stellt sich nach immer die Frage, wo der Schutz vom Konsument bleibt. Forscher von der Veterinärmedizinischen Fakultät von der Universität León aus Spanien sind zur Konklusion gekommen, dass der Konsum von Insekten zu gesundheitlichen Risiken führen kann, und dass dafür nach mehr geforscht müsste gehen. Eher den Zusatz von Insekten an der Nahrungskette normalisiert wird. Auch wenn Produkte, die Insekten wie Grillen oder Kiewerlecken enthalten, gekennzeichnet müssen, bleibt problematisch, dass Etüden über den Fabrikationsprozess nicht publik gemacht werden. Wissenschaftlich nachgewiesen ist auch, dass Insekten viel Umweltgifte an ihre Körper speichern. Der Chef England hat an der Chamber dafür pertinent Fragen und der rote Landwirtschaftsminister gestellt, akut eng Wischi-Waschi-Antwort, dat nachdem sich die sozialistische Ministerin für Konsumentenschutz Paulette Lehnert überhaupt nicht dafür zuständig erklärt hat. Viele fragen sich, ob mit den Lebensmitteln und Futtermitteln mit Insekten nicht eventuell Gesundheitsrisiken verbunden sind. Dafür hätte ich folgende Fragen, Herr Minister. Wegen Lebens- und Futtermitteln Sie betrifft, wenig in die Jacke verwirrt, aber welche Produkte Sie schon am Handel? Wo kommen die Zutaten, die nur in Zukunft dürfen verkauft gehen, majoritär her? Wie wird garantiert, dass die Produkte nicht gesundheitsschädlich sind, zum Beispiel Allergien, Langzeitschäden, eventuell Parasiten, Viren, Bakterien und so weiter. Während Erfahrungswerte gibt es an dem Domain, haben als Kontrollinstanzen die nötigen Equipmente für das zu kontrollieren, gibt Produkte, an denen die Insekten verschafft werden, deutlich gezeichnet, und dass die Kennzeichen noch eindeutig zu identifizieren für den Endverbraucher. Dieselbe Frage
gilt für diejenigen, die an ihrem Futter ein Derivat von den Insekten beigemischt kruten. Gibt es doch durch eine eindeutige Identifizierung für den Endverbraucher. Als dieselbe Identifizierung vorgesehen bei allen betroffenen Lebensmitteln am Handel, gehen die Produkte noch erkannt oder auf den Menüskarten nach Restaurants gezeichnet, wie hat Lützeburg sich auf europäischem Plan beim Wurzel der Frau von Insekten an den Lebensmitteln positioniert. Was die Insekten belangt, was den auch kann als neue Lebensmittel als den Term Novel Food auch immer mehr genannt am Fond, die ganze Kompetenzbereich von der doten Ernährung belangt, also auch dann konzerniert. Da muss eine extra Autorisation sowohl von der EU wie auch von der EFSA ugefrot gehen, die das natürlich kontrolliert, nur den Normen und Reglementer, wie sie an der EU applikabel sind. Das wird gemacht, sobald die Autorisation da sind, und eine Autorisation, der Rest lässt schon Ausgang für verschiedene Insekten, die können an der Produktion verschafft gehen. Op irgendeine Art und Weise, nur den Autorisationen von der EFSA, auch nur der Autorisation von der EU, die das dann auch dann, wie gesagt, autorisiert. Die gehen auf verschiedene Art und Weise verschafft, sowohl an die bestehenden Lebensmittel, dass als Ingredient dabei kommen, wie auch, wenn ich das will, am größten Ganzen. Man muss ich natürlich aufpassen, das ist richtig wieder gesagt, da haben auch Leute, die vielleicht Allergien dagegen tun. Dafür alles das, was als Novel Food konsideriert wird, wo Insekten produzieren oder Insekten dran sind, haben eine extra Authentifikation und eine extra Remarque ob der Verpackung stehen, wo hingewiesen wird, dass die Insekten sind, also Insekten mitvererbt sind. Und das auch so mit den Allergien als dasselbe, das wird extra darauf hingewiesen Etikettage, dass das so ist, weil verschiedene Leute auch bei Wehsteieren an anderen Krebsen, Skampien als Beispiel zu nennen, auch da Allergien können haben. Kritik op Ministerantwort, dann noch op Seite vun de Bauern. Ich fand einfach traurig seitens von unserem Minister, seitens von der Gesundheitsminister, für einfach nicht auf die Frauen dort zu antworten. Erstens mal Lebensmittel, da gehören keine so komische Sachen drauf wie wir. Das für uns Preise rumzudrücken, dass man nach Mann kriegen als Produzent für uns Lebensmittel zu strecken mit diesen Sachen. Das gehört einfach nicht an Lebensmittel. DDR fordert die Regierung op, für iwwer die EU-Reglementationen raus op nationalem Plan eng qualitativ a gesundheitlich Kontrolle vun de konzernierten Produkte zu garantieren, a punktuell zu überprüfen, grad wie das diese Stoffe ersetzen soll, dass es Regulierung auch europaweit durchgesetzt wird. Lützeburg fies so sehr wie kein anderes europäisches Land. Den letzten Zahlen vom Statec no goufet bei der Population e Wurstem von 25% binnen 10 Jahren. Demno gildet immer mehr für als Identität und Lebensqualität zu erhalten. An der Presse war zu lesen, gestern Luxemburgs Bevölkerung in 10 Jahren explodiert. Von 500.000 am Jahr 2010 auf 650.000 am Jahr 2021. Eine Bevölkerungsexplosion durch eine massive Immigration, ein unkontrolliertes Wachstum in unserem Land schürt. Zusätzlich zu dieser Bevölkerungsexplosion sind Preise von den Wohnungen hochgegangen. Als der Verkehrskollaps, der Stau auf den Straßen hochgegangen, als Kriminalität hochgegangen, als Zubetonierung und Zerstörung von der Natur hochgegangen. Zusätzlich haben wir nicht mehr genug Kliniken, nicht mehr genug Infirmieren, nicht mehr genug Polizisten, nicht mehr genug Lehrpersonal, nicht mehr genug Handwerker und so weiter, nicht mehr genug Trinkwasser und so weiter. Also sozialen Zusammenhalt verschwindet, genauso wie als Lützeburger Sprachkultur und als Lebensqualität. Soll man wirklich gleich an Appartementen und Hochhäusern wohnen wie früher an der DDR oder an der französischen HLM? Soll der Stress noch weiter zuholen und als Lebensqualität noch weiter aufgehen? Und wie bezahlt Pensionen an 20 Jahren? Wir sagen nee. Wir wollen keine 1 Million Einwohner Stadt. Wir wollen einen gesunden, moderaten Wachstum. Wir wollen als schön Lützeburg erhalten. Wir wollen Qualität am Platz Quantität für Lützeburg. Wir wollen ein Umdenken an der Politik. Dafür stehen ganz viele Lützeburger dabei.
dofir steht mir und dofir steht der ADR. Opfältestag der 14. Februar hat Membren von der Adrenalin eine Kampagne gestartet für den Schutz von der Frauen gegen das sogenannte Spiking, an der nicht vom Mutfall, weil K.O.-Drüpsen am Nutzleben auch hier am Land eine Realität sind. Moin, für Valentinstag setzen wir uns als Adrenalin natürlich auch für den Schutz von den Frauen an. Wir haben eine kleine Kampagne gestartet, wo wir eben auch verschiedene Sachen, die Frage, die man das geht, eben Spiking schützen können. Spiking ist eine Art, wo eben K.O.-Tripsen an das Glas von der Frau herangemacht gehen, ohne dass die meisten Frauen es bemerken. Und dann natürlich auch über sich selber eben Konzentration an alles verlieren. Wir haben sie noch geholfen, dagegen zu wirken und für eben verschiedene Frauen darauf aufmerksam zu machen. Und wie ihr vielleicht gesehen, ist das Resultat immens positiv. K.O.-Drüpsen, Spritzen sind leider zu Lützeburg heutzutage in der Realität. Wir stehen für Ehrenschutz und Sicherheit, damit wir Ehrenabend ausleben und genießen können. Merci. Als heute Abend durch Staat gemacht, für die Frauen über das Spiking zu schwätzen. Das Spiking ist eine von den gefährlichsten Sachen, die einer Frau kann am Nutzleben geschehen. Und wir wollten sie auf die Sicherheit aufmerksam machen und mit ihnen darüber diskutiert, an ihnen als Flyer verteilt, so dass wir eine Kampagne lanciert haben, für ihnen auch zu weisen, dass wir da sind. Und das ist das Thema wichtig ist und nicht sollen ignoriert werden. Wir müssen auch ein Kado geben, für das Spiking zu verhindern. Das heißt, dass ein Deckel, den du kannst über den Cocktail machen, den als Hoherband verstopft ist, sodass es dann nicht direkt auffällt, dass du selbst dabei bist und dass es doch ein flottes Accessoire ist, für das rauszugehen. And you can even use it as a hair strap, so you can go to the ground with it. Please, it's a really good idea, like really, guys. I'm going to wear this next Saturday. Yeah. We're going to a party. We will wear, like, really. Thank you. Thank you so much. Thank you. Really. Den 11. Februar haben wir als Adrenalin als Nationalkongress zum Mama aufgehalten. Neben dem administrativen Volley gibt auch ein eigenes Grundsatzprogramm angeholt und ein neues Komitee gewählt. Ein neuer Vizepräsident gibt auch gewählt, nämlich der Gustavo Teixeira, auch Präsident von der ADR-Sektion Volz. Der Kongress gibt von flotte politischen Interventionen begleitet. Ich als Präsident von der Adrenalin, der Kevin Serafini als Caissier und als Generalsekretär de Jean Modert mir alle Guten engriert gehalten. Der feierlichen Höhepunkt von der politischen Diskussion war engagiert von unserem ADR-Fraktionspräsident Fernand Karteiser zum Thema der Westen für Umbruch. Wir sind uns eins, dass die Gambia-Parteien das Land die letzten 10 Jahre durch ein Verbützen von der ökonomischen Substanz, der Kapitulation auf puncto bandensicher Sicherheit, bei einer gleichzeitigen Demontage von unseren Grundrechten sowie baupolitischer Eskalation an eine Multiple-Krise gefördert hat. Falls die Politik nicht schnellstmöglich gestoppt wird, wird sich die nächsten Jahre katastrophal auf die Lebenssituation von der Lützeburger Jugend auswirken. Heute haben wir für euch als Adrenalin eine kleine Montage von unseren besten Momenten von unserem Kongress vorbereitet. Ihr könnt auch die ganzen Reden auf unsere sozialen Reisen in der Adrenalin der Jung ADR finden. Wie steht Adrenalin am Anfang zu den anderen Jugendparteien und was zeichnet uns aus? Mein politisches Ziel war an uns den Ausbau von der Adrenalin an eng aktiv Bedeeligung von all unseren Membern zu unterstützen. Wir wollen mehr groß gehen, aber wir gehen mehr groß. Wir wollen mehr Kontinu schaffen, aber wir schaffen mehr Kontinu. Wir wollen auf Probleme hinweisen, die hinter den Teppich gekehrt gehen, aber wir machen das doch. Den Interesse und der Adrenalin geseide führen allem auf die sozialen Medien. Wir wissen und wissen. Wir sind Kultur zu Lützeburg. Als Adrenalin so wir ne merci. Wir wollen keine moderne schreckliche Architektur, wir wollen nicht so ein hedonistisches Leben haben, wir wollen nicht just vom Konsum leben, wir wollen fort von einer ideologischer, pathologischer Identitätspolitik. Wir gehen gegen die gierige Leute, die uns manipulieren wollen, für Kontrolle zu gewinnen, die immer etwas verlangen, hysterisch sind, und just durch Hysterie die Politik durchführen, zu versichern. Wir sind die glücklich sind, die Erfahrungen sammeln wollen, die sich aufbauen wollen, die sozialen Zusammenhalt prägen, die sich als stoisch bekennen, die individuell sind, die Responsabilität überholen, die ehrlich sind, die Courage haben. Und liebe Member von der Adrenalin, genau dir hat Courage. Vielmals merci.
Am Joar 2000 hatte mir zu Lützeburg 2351 Straftaten, die gegen eng Person verübt goufen. Am Joar 2021 21 Jahre drauf sind da 8814, bald 4 Mal mehr. Massenmigration, die wir seit 2015 haben, ist an den meisten Fällen kein Reichtum. Wenn es der Reichtum soll sein, dann müsste es ein multifaktorieller Reichtum sein, also identitär, sozioökonomisch, kulturell, aber auch am Bereich von der Sicherheit. Mir genau der Gegenteil als die Realität. Als Lützeburg Identität verschwindet, es geht alles immer mit teuer, wir evaluieren eine gewisse Entfremdung an unseren eigenen Regionen. An Kriminalität kennt just weh, an der das der Weh nur oben. Ein Thema, das mich persönlich bewegt und interessiert, ist unter anderem die vom Gesundheitssektor. Uns gibt das Recht verboten, an die Schule zu gehen, respektive auf die Uni, auf die Arbeit oder ganz einfach mit Kollegen etwas zu erholen. Die Folgen von der Pandemie sind bei Kindern und Jugendlichen doch bis heute un. In Deutschland zum Beispiel sind immerhin noch 30% von den Kindern, die psychisch belastet sind. Als zu Lützeburg geht das Thema quasi durchgekehrt. Das, weil sonst die Regierung nicht zugehen, dass sie schwere Fehler gemacht haben. Vergisst von uns nicht bei den nächsten Wahlen, was uns wieder vor ist mit der Gambia-Politik. Und das nicht nur während der Covid-Zeit, sondern auch am Generellen. Heute sind wir alle, weil wir alle etwas gemeint haben. Und zwar lebt und stolz für Lützeburger Land. Und dafür kandidatieren ich mich auch für den Posten für Vizepräsident von der Adrenalin zu überholen. Ich bin bereit für zusammen mit unserem Präsidenten Verantwortung zu überholen, für die Adrenalin weiterhin auszubauen und weiterhin an die richtige Richtung zu leiten. Lebensmittelpreise sind um 12,2% geklommen. Der Logement ist letztes Jahr nach ein um 5,6% mehr teuer ging. Nachdem es 2021 schon 11,5% waren. Wir tun all diese Beispiele gemeinsam. Es kann ich knapp bis kaum darauf verzichten, weil es sind am wesentlichen Grundbedürfnisse. Das heißt, es verliert den doch den äquivalenten Wert für seiner Pai. All diese Entwicklungen belasten natürlich die Gesellschaft insgesamt, besonders aber die Jungen. Viele Junge gehen heute lang studieren, für noch ein bisschen mehr Pai zu kriegen. Mit all die Jahre, was sie mehr auf der Uni verbringen, geht der Wert von der Pai aber schon nicht rauf. Sobald sie hier Pai kriegen, hält der Staat sich sein Unteil, an der geht immer noch auf Basis von einem Wert berechnet, der seit 2012 nicht mehr aktuell ist. Dafür ist meine Message, mein Appell und die Jungleute und ganz einfach den, hol dir die Zukunft zurück. Der Krieg an der Ukraine muss der DDR noch so sehr wie möglich gestoppt gehen. Und zwar durch einen Waffenstillstand auf Friedensverhandlungen. Immer mehr Länder holen Initiativen an dem Sinn. Auch die Lützeburger Regierung ist gut beraten, auf den Weg zu gehen, weil das Risiko von einem großen Krieg an Europa ist einfach zu groß für ihn zu ignorieren. Sie hat dafür an den Zweiten Weltkrieg erinnert, wo den 10. Mai 1940 deutsche Truppen an das Land anmarschiert sind, an deutsche und französische Soldaten und in Negerode sind. Hei also von einem Zeitzeugen von Dietling. Vom 9. auf den 10. Mai 1940 war hei am Eck über Dietling an anderem Gegend viel Fliegertätigkeit. Eine Fliegertätigkeit, die aufgefallen ist, dadurch, dass viel mehr Tiefflieger raufgekommen sind, auch viel mehr der Gegend unruhig gemacht haben. Das ist ganz nötig gegangen, das ist alles normal gelaufen, bis morgens um 6 Uhr, gegen 6 Uhr. Dann sind die ersten Leute, die von der Schmelz kommen, sind bei Schichtwechsel oder die auf Schichtwechsel gegangen sind, da ist der Bank hier losgegangen, da haben die Leute gesagt, Preise sind am Land, Preise sind am Land. Und wir als Studenten, wir sind um 6:30 sind wir da oben von der Schmelz, sind wir über den Deich raufgegangen bis auf Kaffee, um 7 Uhr den Zug zu holen, für an den College zu fahren. An NRW haben die Leute als schon gehalten, waren hin und her, die Leute die waren so unruhig, zu denen die Männer so, Preise sind high am Land. Und der fährt nicht an den Staat, der kommt nicht an den Staat. Wir haben der Sache nicht getraut. Und wir sind bis da gegangen, bis weit gar. Und da, was wir da hören, da war so zu Biering setzen Preise. Und dem war auch so.
an so si mir hemgeschreckt a ginint. Du wart eng sei halber Ächt do ëmmer gin der Dauer op enkeier datéieren mat knadderen, do ober den Deiger op d'Schmelz op, den Deiger op is ëwen op d'Schmelz, dun bis der Hand an de Greisendal, also enkeier en preisechen Grad vorkom. A volle Ausrüstung mat zinggem Motorrad anheet mat Vollgas der Robbe bis op Grenz. Nëmmen Zivilisten gar Zivilhai an Diedling, die hat awer schon den der fir dun an deich fir dun hatten déi waren opmerksam gemacht gin, dats Appes ging do Rëtter lafen. Antoine hat och schon gesot krit, sie mis wann et Not Mann wär do Öwen die Eisen, dat war eng dick Eisepaat, die iwwer d'Stroos gemacht kom ass fir déi zou ze machen. An dat war während der Not engauer 30 ass dat iwwer Funk beschinkt op Douan kom, an die Douangeen hunn du Dir zougemat. Deise Part zougemat, dats Chemi kont iwwer Grenz goen. An die Douangeen, die hat awer schon Demos, die waren sinn am Helm an mat am Gewier stungen déi do hewen. Am mir wie mir datéieren hunn Leiit war schon alle goeten op de Fenster an dower, wat soll dat nëmme sinn? Soll dat woe sinn? Ja, mir sinn noch vun der Garem kom fir kéint Zug. Ja, wat als iwrech bliwen. Männer sinn net schaffe gangen, Schmelz ass am Fogeholl gestoppt géet, well dat nëmme ich gela was, hunn se wie eng Feierschi agelert hun noch loser hunn se Produktionioun gedrosselt, got je net vir vun se wost net wat lass wie. Soweit ein Extré aus dem Dokumentär den Amarsch vum René Flamand. Mir ha vun ADR Tele so nicht nees Merci, dat ihr mat dabei wärt. Di könnt aus dem Dock an op Per TV kucken, an denkt hun firch regelmäßig op eiser Internetseite an noch um Facebook zu informieren. Bleibt gesund, Eddie, a bis die nächste Keier.